Ja. Welcome. Come in and find out more about the good and the healthy relationships. Datei aus Maybe Sex. Mam Kelly, Mam Tassie, und mit mir, dem An. What? I'm menstruating. Why is that a big deal? Wir schwätzen allwoch über den anderen Thema zur Sexualität. What if I had to fake an orgasm? How the hell do you fake an orgasm? Von wie der Körper funktioniert, über Beziehungen bis hin zu Sexpraktiken. Oh. Maybe Sex, der Podcast für alle Menschen mit einem Körper. Tassi, Kali. war das der Unterschied zwischen einer Beziehung und einer Pizza? Maja, eine Beziehung kann noch schlecht sein, eine Pizza kann nie schlecht sein. Okay. Das war es für heute vom Sex-Podcast im Radio Ara. Wir hoffen, wir konnten dir Maybe etwas Sex. beibringen. Was wolltest du dann über Pizza so, Kali? Stell dir vor, deine Beziehung wäre eine Pizza. Und du willst die Pizza delen mit der Person, mit der du willst eine Beziehung haben. Oder Nee. mit der du gerade eine Beziehung hast. Oh, Tassi, sie ist nicht so egoistisch, lo. Okay. Und da muss ich sich ja ein bisschen drauf ähneln, wie die Pizza soll ausgesehen, die ihr wollt zusammen essen. Voilà. Und für die Metapher lo, gut zu erklären, guck mal als die Einzelteile von der Pizza an. Oh, wow, du guckst so skeptisch. Nee, ich bin open. Okay. Der Boden ist die Basis von der Pizza. Zum Beispiel Sachen, die an einer Beziehung grundlegend sind, für das sie funktioniert. Wie Vertrauen, Kommunikation, das Gärhun, voilà. Darüber kann man auch schwatzen, was die Basis von einer Pizza ist. Von einer Pizza oder von einer Beziehung? Merd. Dann, was könnte dann auf Pizza? Case. Ball. Mozzarella. Tassi. Tomatensauce. Ja. Sauce. Sauce ist das, was Pizza in einer Beziehung mehr interessant macht. Zum Beispiel, dass sie sich unzählen finden, dass sie gemeinsam Hobbyen hört, gemeinsam Interessen und so weiter. Eine Sache, die nicht unbedingt muss auf der Pizza sein, mehr ob die meiste Pizza drüber ist. Das heißt, die von den meisten Beziehungen ist. Und dann kommt der Belag. Und du hast auch verschiedene Leute unterschiedliche Sachen gern. Du hast wiederum Mozzarella gesagt, die muss nicht drauf sein. Aber für mich ist Pizza einfach besser, wenn Mozzarella drauf ist. Zum Beispiel, dass sie gemeinsam politische Aussichten hat. Für die einen Leute ist das mega wichtig, den anderen Leuten ist das mega egal. Die einen Leute haben dick gerne, dass Champignon drauf sind und können sich zum Beispiel vorstellen, dass sie Kinder kriegen oder wollen einen Hund adoptieren. Andere Leute sagen, nee, ich will kein Champignon. Ich will lieber ganz viel Tabasco, was eine Metapher kann sein, für zusammen reisen oder für, ich weiß nicht, zusammen neue Sachen entdecken. Auf jeden Fall, für was die Metapher da ist, es geht darum, dass sie zusammen die Pizza gestaltet, weil sie will zusammen essen. Das heißt, dass sie sich muss eins gehen, was einem wichtig ist in einer Beziehung, was ein wichtiger Teil ist. Zumindest die Basis muss gut sein, also den Teil, weil das ist halt keine Pizza, aka keine Beziehung. Was möchtest du eine gute Beziehung als Tassi? Kommunikation. Ja, Ich meine, darüber, das- das hat man schon geschaut, Voilà, ja. genau. Kommunikation auf Vertrauen. Also ich fand, das hängt ziemlich nur bei ihnen, weil ich meine, eine offene Kommunikation hauptsächlich da statt, wenn ihnen sich gegenseitig vertraut. Mir da sind wir auch ganz schnell bei dem Aspekt von, kann ich zu viel mit ihnen schwätzen. Das klingt mir eigentlich am ersten Moment, du lachst, Ja. zu Recht, weil nicht wirklich ein Problem, mir das aber trotzdem etwas, was ich feststellen bei eigenen Beziehungen oder auch bei anderen Leuten, die einfach einen gewissen emotionalen Abhängigkeit von ihnen entwickeln. Die, was ihre Partner auch benutzen, so für alles aufzuladen, so was Ja. einem passiert. Ihrem Partner oder ihrer Partnerin anrufen bei allem, was ihnen passiert oder was ihnen durch den Kopf geht oder ja. Ja. Also dann ein Unzeichen von einer schlechten Beziehung, wenn ihr emotional aufhängig was von denen. Das würde ich mich freuen. Also ich meine, verschiedene Leute sind ganz glücklich damit und andere Leute gehen erdrückt dadurch, beziehungsweise was ich bei mir selber festgestellt habe, ist, dass es so ein bisschen, wie soll ich sagen, das wie ein Druck aus sich. Ja. Also dass du dass ihn aufhängig für seinen Partner, dass den du hast
der Tisch von die Person dann du also oder wann immer hier kommuniziert gedenkt dat extrem Glücksgefehler ja an du dich gött natürlich genährt also du dich fehlt sich auch extrem angenehm Ja. an et stirft den dann innerlech von die Person nicht do oder ihn so lange nicht gesagt ja also dat fehlt sich nicht alles an allem schlecht me spätestens von den also enger Beziehung raus ist mir dann aber wie bemol zum Leben erwäscht oder sich rum andere Sache konzentrieren Ja. kann ja mit das ja auch am Anfang ab es wat mega gut für dein Ego auch für so eine Sicherheit das wenn du die ganze Zeit eine Person hast die quasi ob dein Leben guckt und es immer mit einem dele kannst weil da dann mehr wertvoll auch schenkt weil es dann ja auch eine andere Person quasi Bericht erstattet also da kann ich auch als Mengen eigene Beziehungen und ja ich meine das ist mega da schön sind sich nicht lang fehlt ja auch ja also einfach abs mega schönes aus Menge Erfahrung nur einfach overs mit seinem Partner oder seiner Partnerin am Bett zu leinen hier von seinem Dach zu erzählen so. Ja. Das ist einfach etwas das kann ich nicht unbedingt auf Freundschaften hören so. Ja. Es geht mir das ist aber mirach ja du zählst auch nicht all Dach davon ab wie dein Dach war zum Beispiel eine von meinen letzten Beziehungen die war eigentlich nicht monogame Beziehung war mit einer Frau die ich ging so ein ziemlich also sowohl ich wie auch meine Partnerin sind eigentlich ziemlich oppe progressiv Menschen und trotzdem ist es so, dass man irgendwann einfach festgestellt haben, dass man die ganze Zeit wissen, wo die andere Person ist und was sie möchte. Und das ist schon irgendwie creepy, Ja. wenn man drüber Ja. nachdenkt. Get me creepy war noch zwei Eltern die ganze Zeit wissen fast müssen ja Ja. oder ja in mat senger Partnerin nicht machen kann ohne dass der hier Eltern permanent nur froh wo sie da wat mal da Nee. Stichwort schwer Eltern natürlich mal auch abgeschrieben Ich habe so mal keinen Gedanken gemacht. Ich denke nicht über schwer. ja das schweres Thema Ich habe immer gedacht, eine gute Beziehung ist, wenn alles perfekt läuft, wie am Bilderbuch, du kannst da mega gut leiden, die sind mega froh mit dir, jeder kommuniziert gut mit denen, alle meint, gesagt in sich, möchte irgendwelche coole Sachen mit denen. Nee. Es ging, also schon ein Jahr Freunde, Freundinnen, wo sie da drin von der Person, mit der sie zusammen sind, nicht können ausstehen, Ja. weil die kompliziert sind, keine gute Beziehung mit denen haben, was auch immer. Und das aber trotzdem eine gute Beziehung ist. ja Und, Et ass auch ein schweres Verhältnis, weil Ja. ja. sech gëtt je bemmol deng Familie, Ja. obwohl ze die Leute recht net lang kannst, du bist denen Leute egal, ob diese Leute kannst oder nicht ziemlich schnell, aber ja. also für allem wann den Partnerin oder der Partner gut Verhältnis mit ihnen hört natürlich. Also das ist nicht vergleichbar mit irgendeiner Relation, die ihn außerhalb davon an seinem Leben hat. Ja. So. Ja, das war. Wichtiger Punkt, den eigentlich auch an all Koppel, was nicht unbedingt muss ein Koppel sein, mehr so, wie soll ich sagen, Beziehungen relevant ist, als zusammen diskutieren und auch streiten. Aha. Darüber habe ich auch gerade noch gedacht. Es gibt Leute, die sind der Überzeugung, dass das Ideal ist, nie zu streiten. Nee. Nee. Also, wenn es funktioniert, denkt wahrscheinlich auch ein bisschen davon auf, welche Definition von Streiten hat. Wir waren nicht Ja, immer das war- an allem derselbe Meinung ist. Das ist wahrscheinlich keine so gut Zeichen, wenn ich natürlich nur mit Streiten explizit meint, sich ublehren und sich mit irgendetwas zu beschmeißen. Okay, dann ist Streiten kein gut Ja. Zeichen. Aber also ich meine, es gibt noch Mundkoppeln, die nicht streiten, weil sie Angst vor Konfrontation haben. Oder dass irgendetwas, dass es irgendeinen Konflikt gibt an der Beziehung. Mhm. Und das geht dann halt so lange gut, wie der Konflikt nicht zu groß geht oder irgendwie verschwindet. Ich denke, dass es mega wichtig ist, heinst du Gefühle herauszulassen, auch wenn es nicht so ein konstruktiver Weise ist, weil also, wenn eine gute Beziehung ausmischt, ist ja eine gewisse Sicherheit von einer sozialen Beziehung, die nicht wird waschfallen, süß weil es da eine andere Meinung bist oder der andere Person wehgetan hast. Mir dass du ein Moja findest, für darüber zu schwatzen, wenn ihr unterschiedliche Standpunkte hört oder wenn ihr Scheiß gebaut hat oder was auch immer. Und dass da trotzdem eine Beziehung ist, die stabil ist quasi. Ja. Und dass es manchmal kein gut Zeichen ist, wenn ihr Angst hat zu streiten, weil ihr dann Angst hat, dass Beziehung für die geht. Mhm. Ja. Darüber soll ich schwätzen, mein Partner. Ja. Me weil du gerade gespart hast, dass teilweise kein Konflikt stattfanden, weil
jeder den involviert dass in der Beziehung keine Konfrontation will den anderen Fall den gött dir wahrscheinlich die vielleicht sogar mehr hefisch also ich weiß es nicht als das eine Person durchaus konfrontativers mehr die andere Person immer nur gött und sich immer klangmisch und immer direkt probiert der einer Person entgegenzukommen um Frieden zu machen voilà, genau. oder nicht seht ja. Ja. Einfach dem aus dem Weg geht das ist auch also eng anderes ja und ja verschiedene Koppeln gehen Nummer 1 ja also ich hatte eine Beziehung die war ein Jahr lang die lascht 7 Monate Hummer ist all da geblärt all da die lascht 7 Monate ja das war voilà größten Teil von der Beziehung und war weil Deel war es relativ befriedigend sich unzublären mir weil man einfach keine Strategien hatten die der Handstungen oder beziehungsweise eine gute Basis für man den zu kommunizieren haben wir doch nicht gelesen eine andere Beziehung die ich hatte an den letzten Jahren da haben wir niemanden nie gestritten und sobald der Konflikt gab war es mega schlimm und so okay, wir sitzen also 12 Stunden dahin und probieren darüber zu diskutieren, aber wir konnten nicht mal in den Haag gehen oder also einfach mal Sachen so, weil da und da eine Scheiß waren und du weißt irgendwie, dass es, also, das ist mega schwer, einen Mittelweg zu finden zwischen Sachen rauslassen, dadurch konstruktiv beschaffen oder halt auch nicht, also wisst ihr, was ich meine? ja So, ich war ziemlich überrascht, weil die 2 Beziehungen waren an hier da war es 4 mal denen zu streiten oder auch nicht relativ konträr mehr aber kein von denen 2 schlussendlich also das wäre schön nach mal den 2 zu summen zielführend mir general also du möchtest Revier weil mir für mich selber denken ich aber wenn es Gefühl ist du gehst von einer Baustelle an die nächste und das immer irgendetwas weil zu diskutieren geht dann irgendein neuer Konflikt und das einfach immer irgendetwas aus das erstens mega anstrengend und zweitens also doch nicht wie es muss sein also wenn ihn immer nicht mehr so Beziehungen hat dann meint ihr vielleicht dass das dazu gehört aber das ist überhaupt nicht so also es kann ihn auch Beziehungen haben wo beziehungsweise ich hat Beziehungen wo das extrem Seelen aus es können 4 mit das aber da ausnehmen das so nicht dass es all da oder all Woche irgendwelche neuen Aspekt gibt, den wohin sich müsste Summe setzen und gucken okay wie fanden wir eine Lesung und wie gehen wir damit ja also an meiner Erfahrung also doch meistens so dass es nicht unbedingt etwas mit der Beziehung oder Beziehungsperson sich zu denen hört mehr das sind echt so Konflikte mit sich selber hört oder Sachen wo ich selber nicht so gut damit eins geht und dann Ganz an der genau. Beziehung das quasi heisch könnt und für wartet auch immer von Beziehung zu Beziehung quasi so Muster geht was drin könnt weil am Anfang genau nicht nehmen unter Beziehung leid ja und da das mein Beziehung so kompliziert nicht ich schon nicht mir selber lebe dann da lebe vielleicht auch andere Leute da sind einfach Seiten aus sich selber kennenlernt von in länger Beziehung hast die ihn viel noch nicht kannt wird oder nehmen sie mal seiner Familie oder so ja Das oder wirklich überhaupt nicht am Guten wie am Schlechten ja und ich für mich selber so mal einfach von ich mit einer Person hauptsächlich Schlechtseiten mir selber kennenlernen dann will ich vielleicht nicht unbedingt mit der Person Ja. zusammen sein so. ja Nicht am Sinn von die Person bringt Schlechtseiten am Jahr 4 aber ich muss mich selber auch gerne holen wie ich bin an der Ja. Beziehung und ja voilà ja weil immer so dann denken aus von das klingt mehr ein Klischee weil das ist so den typischen es leid nicht und dir es leid mir ja ja mehr ja mir heinst du Heinst wo du, sind so ja. Mann mir das hart Ja. also das meinst die hartste Form von Schluss machen wir dann da sind wir schon bei Schluss machen wir wollten darüber Beziehungen schwatzen du hast da nur geschwärzt okay es leid nicht und dir es leid und mir bye bye ja zu dem was du noch für Drunten geschwärzt hast da das insgesamt ein größer Froh die abkönnt zu muss ich eigentlich also bei Konflikten die immer abkommen muss ich mir selber schaffen oder aus den anderen das Problem oder sie mit zweite Problem also die Kombination von uns zwei also da irgendwie Ja. schon ein bisschen so rauszufinden da muss ich sich selber auch schon mega gut kennen aus sich Ja. für genau zu wissen
also auch par rapport zu Jalousie oder zu Trennungsangst oder Angst vor Intimität. Ja. Und ich weiß schon etwas von denen Sachen oder die sind, ja, ich kann nicht gut immer da umgehen. Das hilft einem schon anders an Konflikte oder überhaupt an eine Beziehung ranzugehen, wie wenn ich das noch gar nicht über sich weiß. Ja. Wenn ich kein Mehl am Schaf wird, kann ich keine Pizza backen. Nee, selbst von nicht. Ja. Und da kann ich nach so lange Schaf Tieren so lassen, für nicht zu gesehen, dass kein Mehl du hast. Irgendwann denke ich, Merk den, ich kann einfach keine Pizza machen. Ich muss mal ein bestellen. Bam, bam, bam. Okay. Eine andere Sache, die mir vorhin angefallen ist, wo du über Kommunikation und über Sachen schwätze geschwärzt hast. Über welche Sachen schwätze in einer guten Beziehung oder in einer schlechten und über welche nicht. Also zum Beispiel so Sachen, die heikel sind wie Crushes. Also wenn man irgendwie verliebt ist an eine andere Person oder irgendwie eine andere Person flott findet. Was möchte ich dann? Also generell ist es nicht manchmal eine gute Idee, sein Partner oder seine Partnerin de Mutter zu überfallen. Generell manchmal ist es eine gute Idee, am Vierfeld darüber zu schwatzen, ist das okay für dich, wenn ich diese Sache soen? Oder auch so gut darüber zu schwatzen, ist es okay für dich, eine offene Beziehung zu haben? Next step. Was nicht heißt, dass sie unbedingt Sex mit anderen Leuten hat. Aber das kann eben auch zum Beispiel heißen, dass sie ganz offen über Crushen und was auch immer Unziehungen zu anderen Leuten schwatzt. Ja. In der Beziehung. Ja. Ich meine, ein gutes Fazit ist, dass für jeden etwas anderes das eine gute Beziehung ist oder eine schlechte Beziehung. Oder eine gute Pizza. Oder eine schlechte Pizza. Und dass sie muss zwei überlegen, was für eine Beziehung oder Pizza gut bei ihr passt. Dass sie muss aufmerksam sein, vis-à-vis von dem, was den selber fehlt, aber der selber will. Und dass er ehrlich mit sich selber ist. Aber auch vis-à-vis von, was die andere Person sieht. Weil ich meine, Beziehungen also nicht immer unbedingt das ausgeschwartend, was wichtig ist. Das klingt mega. Auch das, ja, nonverbal Kommunikation. Ja. Also so kleine Situationen. Ja. Das ist schon, weil eine gute Beziehung ist, hängt von Person zu Person auf oder von Koppel zu Koppel. Aber es gibt trotzdem aber so Grundregeln vom zwischenmenschlichen Umgang, die manchmal sollten berücksichtigt gehen, weil ja, respektvoll sind wir denen und sich nicht schlagen. Ja. Außer das ist explizit so ausgemacht. True. Ich gebe so gute Tipps. Yes. Hallo, gehen wir zu einer Rubrik über den Film, den am Moment am Kino läuft, und zwar A Star is Born, mit Lady Gaga und dem Bradley Cooper an den Hauptrollen. A Star is Born ist ein Film über einen Musiker und eine Musikerin, die sich kennenlernen, von ihren jeweiligen Talenten immens beeindruckt sind und sich an den verlieben. Ich war den Film die letzte Woche gucken und dann ist mir etwas an den Tag gesprungen, was mir auch schon an einer Reihe anderer Liebesfilme aufgefallen ist. Die Sequenz, über die ich noch schwätzen, ist zu einem großen Teil am Trailer, das heißt, das ist just ein minimaler Spoiler. Für die aber überhaupt nicht gewöhnt gehen über die Handlung vom Film, ist nur der Moment für auszuschalten. Nachdem den Jackson, der von Bradley Cooper gespielt wird, Dali, was von Lady Gaga gespielt wird, an enger Bar entdeckt huet an sie den Abend mat nee verbrucht hunn, invitierten hat op segem nächste Konzert am Duett mat ihm ze sangen. Hat huet de Moment schon matkret, dats den Jackson ein Alkoholiker ass an desideiert sech aus Selbstschutz lewer vun him wasch ze halen. Den Ofen vum Konzert schickt den Jackson sei Schofer bei Dali heem lacht, fir hat aufzuholen. Och no dems hat gesot huet, dats et net Welt mat fuhren, hält sech de Schofer drun. Fiiert dem Ali sogur bis op seg Arbeitsplatz no. Irgendwann gëtt Dali no an fiiert mat op de Konzert. De Ukom krit hat en Backstage-Pass, a während dem Konzert kënnt den Jackson a Bemol bei hat, erfordert op e Lied mat him op der Bühne ze sangen. Dali wëll dat awer net. Dorop sinn seet den Jackson géif Lied eben oni hat sangen. Relevant ze wëssen ass dats et e Lied ass dat Dali selber geschriwen huet, et also sei Lied ass.
Die einzige Art und Weise, wie hat dem Moment verhindern kann, dass ein anderer Musiker ein Lied von ihm singt, als an dem es hat gegen sein Wollen auf die Bühne geht und mit singt. Und das möchte dann noch. Die ganze Sequenz wirkt alles an allem nicht besonders ungewöhnlich. Eine Frau, die zögerlich und unsicher ist, und ein Mann, der probiert, sie davon zu überzeugen, über ihren eigenen Schirr zu springen, also strun halt bis sie noget. Das ist eine Szene, wie sie immens Ducks auf Filmen vier könnt. Spontan fällt mir The Notebook an. Eigentlich eine Szene, wo der Noah, gespielt von Ryan Gosling, Dali, was von Rachel McAdams gespielt wird, fragt, wie mit ihm auf ein Date zu gehen. Hat sagt nee. Daraufhin klimmt hier auf einem Riesenrad von seinem Sitz, lässt sich von einer Stange aufhängen und dreht um sich umzubringen, wenn hat nicht mit ihm auf ein Date geht. Hat geht no, sagt ja. Immer herum gesagt denen so Szenen, an denen eine Frau nee sieht, das aber nicht respektiert wird. Es wird sogar als romantisch dargestellt, dass der Mann hartnäckig bleibt, bis die Frau no geht. Wie werde ich das in einem Sex-Podcast ausschwätzen? Eine andere Person hier Bedürfnisse und Wünsche zu respektieren, ist nicht nur beim Sex wichtig. In allen Lebenssituationen ist es wichtig, mit einer Zurückweisung umgehen zu können. Zu respektieren, wenn ein Mensch sieht, dass er etwas nicht will, ist kein Zeichen von Schwäche. Es deutet ganz am Gegenteil darauf hin, dass ihn den anderen Mensch als gleichwertig und gesagt und Rücksicht auf ihn hält. Dir habt nach Fragen, Antworten oder Umwirkungen? Das schreibt uns auf sex@ara.lu. Er Fragen gehen natürlich beantwortet, ohne dass wir ihn nennen. Und über Feedback freuen wir uns natürlich auch. Ihr findet mehr bei Sex auf Facebook, auf Instagram und am Site sexpodcast.lu. Oder auf all eure gewonnenen Podcast-Plattformen. Mayway Sex, der Podcast für alle Menschen mit einem Körper. Immer freitags mittags um 3 und Donnerstag sowieso um 6. Auf der Antenne vom Radio ARA. Mit freundlicher Unterstützung vom CESAS, dem Nationalen Referenzzentrum für Promotion von der affektiven und sexueller Gesundheit. Finanziert von der Œuvre Grande Duchesse Charlotte. Den CESAS geht alle Responsabilität für den Inhalt von diesem Podcast auf.